sind den Robin Garganese. Ich arbeite beim Zentrum für politische Bildung zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Feipel Projekt #Chamber. Und das Projekt ist ein Hauptstoff für einfach junge Leute für alle Politik zu bringen. Und das machen wir, indem wir quasi einen interaktiven Workshop machen mit ihnen an der Chamber. Dauert eine ganze Schultag lang, also von neues halb 9 bis ungefähr 3 Uhr. Und da geht es vor allem darum, für die Chamber kennenzulernen oder für quasi mit alle Sinne umzupacken, zu gucken, zu lauschen, was da geschieht. Und dafür machen wir eine interaktive Simulation, also der Rollenspiel, wo sich die Jungen ein bisschen an die Rolle von den Deputierten versetzen, dafür zu gucken, wie schaffen sie, wo weit schaffen sie überhaupt, wie viel sich das Mit des schwätzen wir dann mit 2 Deputierten, wir haben immer einen von der Majorität, einen von der Opposition. Das ist ein bisschen, ein breites Spektrum an Meinungen haben. Und dann gehen wir mit, entweder eine Visite vom Gebäude machen oder von einer Sitzung stattfindet, eine Plenarsitzung, da gehen wir die observieren. Und dann fahren von den Atelier und schwätzen wir immer zwischen all den Schritten, schwätzen wir kurz darüber, wie sie das empfangen, die Jungen, was sie sich dabei denken und wie sie das abholen einfach. Kannst du uns beschreiben, wie es konkret an der Chambre aussieht? Ja, also wir treffen uns morgens Krautmacht mit den Jungen. Und dann haben wir einen kleinen Intro quasi auch ein bisschen für sie warm zu machen, für sie ein bisschen zu enteisen, für anzusteigen. Und da geht es hauptsächlich darum, dass wir ein bisschen mehr einen großen Blick haben, wie funktioniert eine Demokratie, was sind die wichtigen Elemente von einer Demokratie. Da schwätzen wir ein bisschen über die Separation du Pouvoir, über die Grundrechte einer Demokratie, über die Meinungsfreiheit und über die Wählen gehen, sodass wir ein bisschen ins Gespräch kommen noch. Und dann gehen wir quasi am Fokus mich spezifisch auf die Chamber. Und dann gehen wir ran an unseren Saal. Und den Saal kriegen wir von der Chamber zur Verfügung gestellt. Aber auch einen am City Museum, da schaffen wir auch mit denen zusammen. Und an der Chamber haben wir eben einen richtigen Kommissionssaal, wo wir dann rangehen mit den Jungen. Und da hat man doch schon einen großen Eindruck. Die christliche hat Mikro, das ist alles ganz offiziell. Da kommen sie auch schon ein bisschen direkt an eine Atmosphäre ran, die ganz anders ist wie die an der Schule. Das trägt auch ganz viel dazu bei, dass sie sich ein bisschen darauf versetzen können. Und dann haben wir eben ein Rollenspiel oder eine Simulation quasi, wo sie sich an die Rolle von einem Deputierten oder einer Deputierten sitzen. Und da gründen wir dann fiktiv Parteien, also sie gehen angedeelt, sie können eine fiktiv Partei, können sich auch eine Nummer auswählen und dann machen sie auch ein Parteiprogramm. Das heißt, sie gucken zusammen, meistens sind so Gruppen zwischen 3 und 6 Leitern und dann müssen sie also mal gucken, okay, was sind dann als Prioritäten, welche Themen interessieren uns, was wollen wir schaffen, was wollen wir verändern. Da müssen sie dort zusammen durch die Aussicht eben über Konsens kommen. Also da geht es darum, okay, in einer Demokratie ist es wichtig, dass wir zusammen als austauschen, debattieren und über Konsens kommen. Und dann haben sie eben aufgrund von den Prioritäten, die sie sich ausgesicht tun, ein Parteiprogramm. Und da überlegen sie dann, was wollen wir erreichen und wie können wir das erreichen, was sind Maßnahmen für ein Ziel zu erreichen. Wenn alle Fiktivpartei dann das gemäht wird, dann machen wir quasi eine Sitzung, wo dann der Moderator oder Moderatorin vom ZBB quasi auch Sitzungsleder ist und dann machen wir das richtig mit. Sie müssen mit Madame Monsieur oder Honorable Monsieur ausschwätzen, müssen Schmelle für etwas zu sagen, wo der Deal kriegen und so weiter. Und dann können sie auch debattieren. Also dazu nachfragen, wie hat ihr das gemeint oder die Idee fand ich gut, die Idee fand ich nicht so gut. Sie sind auch, die allermeisten Jungen sind noch ganz gut dran, so, wie will der das finanzieren, da die Frage ganz oft. Mir dann, dass es wirklich ein bisschen versetzt, wie aussieht, über zu Themen zu schwätzen, wie aussieht, mit denen darüber zu diskutieren, vielleicht auch ein bisschen was dabei feststellen, was dazu schon versetzen können. Dass man nicht nur erzählen, so, da sitzen sich die Leute zusammen und sie schwätzen über wichtige Themen, aber dass sie tatsächlich selber ein bisschen eine Erfahrung oder ein Gespür dafür kriegen. Dann haben wir auch noch Wahlen, einfach für ein bisschen Konzept von Majorität, Opposition und Koalitionen zu erklären, haben wir dann noch Wahlen aufgrund von den Parteien, die sie gerade gegründet haben. Das ist dann auch mal ganz spannend, kann ein bisschen nachfiebern.
Das ist auch ein gut Gelegenheit für uns erklären, okay, wie funktioniert eine Wahlauszählung, was geschieht da, wie lebt das. Genau, und das war dann Programm Neues und nur damit es Pause wir ein Gespräch mit den Deputierten. Und da haben wir uns aber 4 Stunden, eine halbe Stunde Zeit für Frohe 4 zu bereden. Wir sind noch an der Gruppe, wo sie Neues waren, bereden sie pro Frohe 4. Und da encouragieren wir sie wirklich dazu frohen, was ihnen um Herz leiden. Wir werden es natürlich, dass sie immer respektvoll bleiben, auch dass sie die Frohen und die 2 Gäste immer hinstellen, nicht einzeln. Mit für den Rest sind wir ganz frei für dazu froh, was sie wissen wollen. Die Frohe sind dann echt eine Struktur noch, weil am besten Fall geht es eben in ein lebendiges Gespräch, eine Diskussion mit den Deputierten und den Jungen. Und dann mit es, nachdem man das Gespräch mit den Deputierten hat, dann gehen wir dann eine Visite machen an den Bayern im Plenarsaal. Oder wenn eben da eine Sitzung stattfindet, dann gehen wir die live gucken. Und ja, auf der Tribüne, das musst du hin, und dann, also immer flott, da sehen wir dann die Deputierten, mit denen wir gerade noch geschwärzt haben, sehen wir davon rüber, die so bei Arabisch sind quasi. Dann ist den Atelierempfang und dann ist den Atelierempfang fertig und dann haben wir so ein kurzes Feedback, schätzen, was den Tag wieder zu viel sie war, was sie vielleicht gemerkt hat, was sie überrascht hat und so weiter. Wie kreiert ihr den Lärm zwischen der Chambre und dem Alter von den Jungen, und was sind dabei die konkreten Herausforderungen? Die hauptsächliche Herausforderung ist da, dass man oder dass die allermeisten Jungen, dass die Politik als etwas ganz Abstraktes gesehen und dass sie gar keinen Berührungspunkt an ihrem alltäglichen Leben da haben. Dafür ist für alles wichtig, eben aus dem Abstrakten etwas Konkretes oder Praktisches zu machen. Und, wir schaffen nicht nur ein Prinzip von Lernen vor Ort, das heißt, wir bringen sie an den Platz, wo das alles geschieht, also am Haus von der Demokratie sozusagen. Und dass sie dort kennenlernen, dass sie mit alle Sinne kennenlernen, dass sie Gesinn nolauschen, aufpacken, demweise Geschmacken, wenn man hin ein bisschen Wasser kichelt und schon mal erfriert. Und dass man eben da auch eine Fremdheit oder eine Distanz wegschwellen. Dass sie dann eben für sich selber auch kennenlernen und nicht nur in seinem Buch lernen. Was sind Themen, die die Jungen interessieren? Wen froh kommen bei diesen Atelieren ab? Die Jungen interessieren ganz viele Sachen, die auch an der Aktualität beschwert gehen. Also was wirklich oft wirken, dass Logement, Sicherheit, auch eine Umwelt, außenpolitische Beziehungen, also vor allem, da lässt ganz viel vor über die USA oder über den Israel-Gaza-Konflikt, über den Krieg in der Ukraine. Da kommen ganz viele Fragen und da merken noch, dass sie sich selber viel damit beschäftigen, aber dass auch noch viel Redebedarf von der Frauen. Und da holen sie sozusagen ein Angebot ganz gerne un, für mit den Deputierten schwätzen, und da fragen sie ganz oft die Meinung oder die Einschätzung dazu, oder ob sie das gut fanden oder nicht gut fanden, wie es gerade gehandhabt wird an der Politik. Und da sind auch oft Enseignants überrascht, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, dass sie aber so dran sind an der Aktualität, weil auch nicht jeder an der Schulzeit hat, ich nicht viel darüber schwätzen, über die Aktualität. Und kann ich auch sagen, dass das, was die Jungen beschäftigt, also ein bisschen ein Spiegel von der Gesellschaft. Also sie kriegen wohl mit, worüber geschwärzt wird, wie darüber geschwärzt wird. Und sie haben auch viel, bei vielen von den Themen sind auch Zukunftsängste dabei, also von allem Logement und Sicherheit. Da äußern sie wirklich immer ein bisschen Bedenken, dass wie machen wir das, zu wohnen, für ein Wohnung oder ein Haus zu legen, da sind sie ganz vorsichtig und besichtigt. Ja. Kennt ihr beobachtet ihr bei den Jungen einen Trend zu extremer Positionen? Innerhalb vom letzten Jahr in sich schon. Also da sind mehr Extrempositionen sind nicht ganz oft bei ihnen, dass sie auch noch nicht so richtig können ausdrücken, was sie meinen. Und dafür haben wir, also für uns ganz wichtig, dass wir eben an dem Atelier viel Platz und Raum haben für zu schwätzen einfach.
weil ganz viele von ihnen noch nicht, also auch diskutieren muss ich, also ich mal lehren oder für seine Meinung umzuwandeln an ein Gespräch an anderen das nutzubringen, das muss ich noch lehren und üben. Und ganz oft, wo viele Junker eine Meinung oder eine Aussatz, die als extrem oder radikal kennt, rüberkommen, wir waren in der Meinung, in der Schweiz, da denken, okay, sie hatte so bisschen Schwierigkeiten, das auszudrücken. Am Anfang meinen sie, das war viel mehr differenziert. Mehr zahlreich, also wie viel gesagt, auch die Jungs von Spiegel von der breiter Gesellschaft in dem Sinn, so wie wenn ich so okay an der Gesellschaft insgesamt gibt es mehr extrem Positionen, da gibt es auch bei den Jungen mehr extrem Positionen. Aber das fand ich am Atelier ganz interessant, weil die Meinungen, also nicht nur Extremen, die sind wirklich ganz verschieden. Das ungelöst von der Schule oder vom Niveau von der Klasse, da sind ganz viele verschiedene Meinungen. Und das merken sie auch selber für sich, dass sie dann an Diskussionen rankommen, ändert sich, also die Schüler ändert sich, wo sie dann merken, okay, wir haben ganz andere Sichtweisen auf verschiedene Sachen. Ja. Ein Zusatz vor die extremen Positionen, dass da das war der Schei am ZBB mehr beschäftigt in den letzten Jahren und auch wo seht ihr da vielleicht Ursachen? Ja, also das beschäftigt das schon. Wir probieren noch am Atelier, also durch spezifischen Hashtag Chamber, aber auch generell am ZBB probieren wir ein bisschen zu gucken, okay, was leitet die Jungen im Herz, und wie können wir darauf reagieren. Ich meine, dass oft auch einfach ein Fall von eine gewisse eben Distanz besteht. Auch wenn eine Distanz so besteht zu einem Thema oder sich nicht so gut auskennt, dann ist es doch mehr einfach für so ganz leicht verdaulich Informationen von zum Beispiel Social Media zu kriegen. Und am Platz dann sich mal da so hinzusetzen, so ein bisschen wie Zeit dafür abzubringen, was dann in 1 Minute Video, wo eben Sache ein bisschen wie simplifiziert oder fehlgeknallt quasi kriegt, dann geht das auch mir sehr abgeholt. Und dafür ist es wichtig, dass man ihnen die Möglichkeit geben, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, selber mit den Leuten zu schwätzen, die dadurch schaffen, sich selber ein Bild zu machen und die Meinung auch zu erfüllen. Genau. Was observiert ihr punkto Vertrauen und ein aktuelles System? Vertrauen, da fand ich das auch ähnlich wie mit den vielleicht extremen Positionen. Wenn eben eine Distanz oder eine Abstraktheit da ist, dann ist es schwer, Vertrauen zu haben, das ist ja ganz klar. Also, wer den nicht gut kennt, dem kann er auch nicht einfach vertrauen. Dafür ging ich wohl noch nicht so, dass viel Misstrauen bei den Jungen besteht, mir echt eine Fremdheit oder Unbekanntheit. Und dafür probieren wir eben umzusetzen, dass wir sagen, okay, wir überbrücken die Unbekanntheit oder die Fremdheit, an dem es meine Chance gibt, das kennenzulernen und für sich selber mal da so hinzusetzen. Wer ist das Feedback von den Jungen selber? Den Feedback ist ganz gut, ich bin auch ganz froh darüber. Also wir machen immer nur Matlehren anonymen Feedback, wo wir so, was war gut, was war nicht so gut. Und kriegen wir aber ganz gute Feedback von ihnen und macht ihnen noch Spaß. Und ganz viele überrascht, dass sie merken, okay, das ist ja viel mehr kompliziert, wie ich gedacht habe. Finale, wenn man dann eben die Simulation, wo sie Partei gründen und ein Parteiprogramm, und dann müssen sie den ausschaffen und sie müssen auch auf Frohe reagieren, die von denen anbekommen. Und dann denken sie, okay, das gibt ganz viele Perspektiven zu einem Thema, müssen sich gut auskennen zu einem Thema, wenn ich darüber will schwätzen. Können immer Frohe kommen, wenn sich nicht darauf vorbereitet, die ihr gar nicht am Kopf hat. Und so sagt, okay, das ist viel mehr kompliziert, wie ich gedacht habe, und das viel mehr Arbeit, wie ich gedacht habe. Auch im Gespräch mit den Deputierten, die sagen, okay, die sind viel beschäftigt, die müssen sich über viele Sachen auskennen, sie müssen noch viel Fähigkeit tun, ganz viel mit Leuten schwätzen, mit vielen anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Und dann ist auch etwas, wo man merkt, okay, sie überrascht, das war flott für mich mit einer Meinung auseinanderzusetzen, die ganz anders ist wie Meinung. Also solange wir darüber schwätzen können, ist dann von ganz interessant, weil sie ganz andere Perspektiven schon vielleicht noch nicht so gesehen, schon nicht, vielleicht noch nicht
ja, von der Perspektive gesehen und das ändert dann auch ein bisschen Menge Perspektive oder das stellt dann eine andere Luch.